Beginnen mit einer Grafik und ich halte sie mal rein und die hilft. Ich hoffe, man sieht sie sehr, sehr gut. Und zwar, es gibt ganz hohe Herausforderungen, das ist zuoberst, und ganz geringe Herausforderungen, denn hohes Können und geringes Können. Und wenn man geringes Können hat, man ist ein bisschen nicht in dem Bereich, hat man das gelernt und es gibt eine hohe Anforderung von der Firma, hat man Angst, gibt es eine hohe Herausforderung, du hast ein gutes Können, du hast einen Flow, es gelingt dir richtig so. Ist es hohes Können, geringe Herausforderung, ist man eben gelangweilt. Und das andere ist, man hat geringes Können, geringe Herausforderungen, man ist Teilnahmlosigkeit. So, das hilft, um ganz am Anfang ein bisschen zu überlegen, wo stehe ich in dieser Grafik? Also es ist natürlich so, wenn Gott dir etwas wie eine Bestimmung gibt und auch, man sieht es auch im Leben von Moses zum Beispiel, wo er das Volk von Gott von Ägypten herausführen muss, hat Gott ihn eigentlich ein bisschen in das Wasser geworfen, sage ich es mal so bös gesagt, obwohl er ja Schafe gehütet hat über Jahre, die Sprache von Ägypten kannte nach den Pharaonen, aber das hat er noch nie gemacht. Das heißt, hohe Erwartungen, aber Leidenschaft nie gemacht, dann ist man überfordert. Und das sieht man ja auch bei ihm, dass dann jeder kommen muss und sagt, die Arbeit, die du machst, ist total nicht gut. Also du merkst, wenn wir über Arbeit sprechen, hat das viele Facetten. Vielleicht sagst du, ich habe den Best Job ever, ich bin da, wo ich immer sein wollte. Vielleicht sagst du, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerne etwas wechseln möchte. Die anderen sagen, ich habe gar keinen Job, ich bin arbeitslos. Gibt es ja auch Leute. Vielleicht hast du eine Season, wo du am Studieren bist und denkst, okay, die nächsten 2, 3 Jahre ist es gar kein Thema, was ich will, weil die Welt steht mir offen. Ein großes Thema und wichtig ist mit einem Satz, Arbeit ist Worship im Judentum. Also wenn du Lieder singst und Gott Danke sagst, mit Liedern ist es Worship. Aber Arbeit ist das gleiche Wort, Avad ist auch Worship. Und darum ist es nicht ein ungeistliches Thema. Eigentlich sprechen wir heute über Worship, wie wir Gott ehren können. Ja, und diese Grafik hat Leo hier aus dem Buch, das wir geschrieben haben, Lebe wie niemals zuvor. Das sind all diese 5 Themen in unseren Lebensbereichen drin, Arbeit eben auch. Ich habe ein paar Punkte da rausgenommen, wo wir heute anschauen miteinander und auch durchbeten. Und das Spannende ist, Gebet für deine Arbeit handelt sich rund ums Thema Freude, und wir haben für heute den Nehemia reingepackt, weil der Nehemia, der hat sich von einer Not berühren lassen. Er war in Babylon, ein Teil von seinem Volk war in Jerusalem und sie lebten in Trümmerhaufen und ihnen ging es überhaupt nicht gut. Und als er diese Nachricht gehört hat, hat er sich von der Not berühren lassen. Und das führt mich zum ersten Punkt. Also wenn es um Arbeit geht, dann geht es darum, dass wir Freude haben am Aktivsein. Das ist doch ein schöner Punkt. Es heißt in Nehemia 2, Vers 17, jetzt aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Und jetzt kommt's. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger zum Gespött der Leute preisgegeben sind. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen. Freude am Aktivsein. Also das Wort aktiv habe jetzt nicht ich reingeschrieben in dieses File, das hätte von mir sein können, weil ich liebe aktiv zu sein. Ist auch etwas, was ich oft in meinem Leben gehört habe. Ich spreche jetzt von diesen Menschen, die etwas bewegen wollen. Denkt man, bist du getrieben? Warum tust du das? Wieso tust du dir das an? Vielleicht hast du diese Wörter schon gehört und dann stelle ich immer die Gegenfrage den Leuten, warum tust du es nicht? Wieso bist du so passiv? Wieso bist du nur nach dir alleine geschaut, lebend? Wäre dann die Gegenfrage. Und das aktiv zu sein, hat mit der Grundschöpfung was zu tun. Ganz am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, das Grundschöpfung sagt man. Und dann setzt Gott Adam und Eva in den Garten Eden und sagt zu ihnen, multipliziert euch, also vermehrt euch und macht die Erde schöner, macht etwas daraus. Und darum, man merkt etwas zu bepflanzen am Frühling, wenn du ein Haus hast, man bepflanzt etwas am Frühling, weil du siehst dann die schönen Blumen und wie das Haus dekoriert wird und man sag es mal, jettet und man schneidet den das Ras und die Hecken oder man reinigt das Auto, das Fahrrad,
was auch immer das ist. Es ist ganz tief in uns drin und du hast so ein paar Fragen aufgestellt, Susanne, und dann werden wir für das Thema beten, für das aktiv zu sein, da wo Gott dich einfach hineingestellt hat. Ja, weil vielleicht fühlst du dich überhaupt nicht aktiv, vielleicht fühlst du dich müde, vielleicht wartest du, bis du in 1,5 Jahren pensioniert bist, vielleicht hast du keine Zukunftshoffnung, weil du siehst nicht wo, du siehst nicht wie. Und wir möchten dich heute herausfordern, wenn es ums Gebet der Arbeit geht, dass du dir neue Fragen stellst. Und zwar nicht die Frage, ach, ich kann nicht. Das ist so eine Frage der Passivität oder das ist eine Aussage der Passivität. Ich kann nicht. Stelle stattdessen die Frage, wie kann ich? Und ich möchte dir ein paar Anhaltspunkte geben. Nutze, ich muss sie ablesen, weil ich habe sie jetzt nicht auswendig gelernt, aber sie sind mir trotzdem aus dem Herzen. Nutze die Gelegenheit, aktiv neue Wege zu erkunden. Und genau dafür wollen wir beten, dass wir neue Wege erkunden können und die Gelegenheiten sehen. Wir wollen dafür beten, dass wir Dinge anders sehen können, dass wir neue Fähigkeiten lernen können. Vielleicht sagst du, ach, ich weiß nicht, wie ich neue Fähigkeiten lernen kann. Ich bin irgendwie zu ungeschickt. Stell das zur Seite und sag, Gott, wie kann ich neue Fähigkeiten lernen? Und das Dritte, wo wir beten wollen, ändere deine Herangehensweise. Und genau deswegen beten wir, weil wir laden die Möglichkeiten von Gott in unser Leben ein. Und wir beten zusammen. Ich sage einfach, himmlischer Vater, schenke mir, jedem Einzelnen von uns, Freude am Aktivsein. Ja. Freude daran, die Frage oder den Satz umzuformulieren. Ich bringe dir den Satz, ich kann nicht. Und ich empfange den Satz, Gott, wie kann ich? Ja. Ich bete auch, du hast einen Bereich, wo die Mauern niedergefallen sind, wo sie nicht mehr stabil sind, wo die Menschen spotten und der Teufel rein und raus läuft, wo Gott uns gesetzt hat und wir sehen etwas und man sagt oft das Wort, man sollte etwas unternehmen und dieser Mann war dann eben Nehemia, der ist aufgestanden, hat Geschichte geschrieben und gesagt, wenn nicht ich das, wer dann? Und ich bete einfach, Vater im Himmel, für die Bereiche, die du mir anvertraut hast. Und ich möchte jetzt das Gebet ein bisschen über die Arbeit hinweg zusprechen. Wenn du merkst, in deiner Familie, in deinem Frieden, in deinem Umfeld, in deiner Gemeinde, in deiner Kirche, der Microchurch, wo auch immer Gott dich gesetzt und gestellt hat. Du bist nicht per Zufall einfach da, wo du wohnst, sondern Gott setzt uns immer in einen Ort, in ein Umfeld, sei es jetzt großartig oder es hat Potenzial, um großartig zu werden, um das zu verändern. Und ich bete, dass du uns diese Kraft gibst, diese Mauern wieder aufzubauen. Es kann die Mauern der Lustlosigkeit sein, der Mauer der Minderwertigkeit, der Mauer, ich bin ein Opfer, ich kann gar nichts dafür, der Mauer der unverschuldeten Niederlagen, das ist nicht immer alles kommt von uns, wo wir wirklich Dinge erlebt haben, die diese Dinge zerstört haben. Und ich bete jetzt, du hast zu Adam und Eva gesagt, mach es schöner. Und das ist eine Kraft, die du uns hineingelegt hast. Und die gleiche Kraft, die Nehemia motivierte, er sah es, er war entschlossen. Ich bete, dass du diese Kraft wieder in mich hineinlegst. Die Bibel sagt, wir wurden getauft mit dem Heiligen Geiste, aber auch mit Feuer. Und ich bete für dieses Feuer der Aktivität, weil Feuer hat verschiedene Eigenschaften. Das eine, was Feuer macht, es brennt alle diese Dinge weg. Es brennt alles weg. Und es bleibt nur noch das bestehen, was am Ende eben Feuer beständig ist. Und das ist ein Bild, wenn das Feuer Gottes kam, ist alles weggebrannt, was nicht zu mir gehört, was mich nicht hilft. Aber das Feuer ist auch etwas wie eine Leidenschaft, weil Paulus sagte, ich kann gar nicht aufhören, das Evangelium predigen. Ein Feuer brennt in mir. Ich wünschte mir, ich könnte ruhig sein, es ist nicht möglich. Ich bete für ein Feuer in dir, dass da, wo du siehst, dass deine Mauern in Schutt und Asche liegen,
wo die Mauer zusammengefallen ist, dass Gottes Feuer kommt, diese Dinge wegbrennt, die weggebrannt werden müssen, sei es Lustlosigkeit, Faulheit, eine Opferhaltung, was auch immer das ist. Ich bete, dass das weggebrannt wird, aber ich bete, dass auch mit diesem Feuer in dir eine Leidenschaft entsteht, dass man nicht mehr stoppen kann. Und Menschenfurcht ist fast immer einer der größten Hindernisse in unserem Leben. Was ist, wenn ich versage? Das ist die falsche Frage. Was ist, wenn es funktioniert? Ich sage immer, was ist, wenn es funktioniert? Weil wenn es nicht funktioniert, habe ich gelernt. Aber wenn es funktioniert, dann hast du etwas bewegt. Und ich segne dich mit diesem Feuer Gottes. Der zweite Gedanke ist Freude am Job. Und das ist jetzt gar nicht so immer einfach, wenn ich das sage, weil ich kann jetzt nicht sagen, jeder Job, den ich hatte, macht mir Freude. Jede Aufgabe, die ich habe, macht mir Freude. Auch wenn du ich sage es mal, im Sweet Spot bist, wenn du in der Berufung, Bestimmung, wie auch immer bist, gibt es viele Meetings, es gibt viele Themen, wo ich jetzt nicht am Morgen früh aufstehe und sage, wow, da habe ich Freude. Aber Freude ist eben auch wieder eine Einstellung und zusammen. Lass uns jetzt an diesem Text von Nehemia noch bleiben. Ja, und im Nehemia 3, Vers 38 steht, trotz allem besserten wir die Mauer weiter aus. Also sie hatten viele Widerstände und mussten dagegen ankämpfen und schon bald waren ihre Lücken bis zur halben Höhe geschlossen. Denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft. So ist die Übersetzung von Hoffnung für alle. Die Basisbibel sagt, denn das Volk arbeitete mit ganzer Kraft, übersetzen sie so, für das Volk war der Bau inzwischen eine Herzenssache geworden. Wow. Und das hat mich berührt. Das macht ja die Freude am Job aus, wenn es unterdessen zur Herzenssache geworden ist. Ich gehe zum ersten Wort zurück, das hat mich jetzt heute Morgen gerade getriggert, hat mich berührt. Es ist immer interessant, es gibt ein Wort und das ist bei jeder Person etwas anderes. Du hast gesagt mit Herzensfreude, trotzdem. Trotz allem heißt, es gab Hindernisse, weil wenn man die Geschichte von Nehemia anschaut, es gibt immer Hindernisse. Im Leben gibt es immer Hindernisse. Wenn es nicht der Goliath ist, wieso hatte David 5 Steine genommen? Nicht, weil er gedacht habe, wenn ich den ersten Stein verfehle, habe ich noch 4 andere. Es ist interessant, die Bibel sagt, Goliath hatte noch 4 andere Brüder und die waren noch größer und noch mächtiger. Das heißt, du hast das erste Hindernis überwunden und denkst so, wow, okay, den Goliath haben wir besiegt, den Kopf abgeschnitten und dann kommen nochmals 4 andere. Trotzdem heißt, wir alle haben Herausforderungen. Es gibt keinen Job, manchmal denkt man ja an den Job, den die Person hätte, würde ich gerne machen, aber was die Person alles noch macht, sieht man nicht. Man sieht fast immer die Bühne. Zum Beispiel beim Fußball sehen wir dann, dass gewisse Leute ein Tor nach dem anderen schießen oder die Verteidigung unglaublich noch was reingrätschen kann, der Torhüter noch was rauskratzt aus der Ecke. Aber was man dann nicht sieht, wenn dann alle duschen gehen, dass dann die eine Person, die den Penalty versenkt, noch 150 Penalty schießt, also einen extra Aufwand betreibt und man sieht immer nur im Stadion das Spiel und die Kombination. Aber der harte Preis mit dem Trotzdem sieht man oft nicht und darum die Freude ist auch wieder etwas, dass ich sage, man kann den Job nicht immer aussuchen und du hast auch so... Ich habe Fragen aufgeschrieben, die ich gerne jetzt dir mitgebe, dass du dir jetzt einen kurzen Moment zur Reflexion Zeit nimmst über deine Arbeit. Und genau für diese Dinge wollen wir nachher beten. Ja. Und zwar, frag dich, bist du hier bei diesem Job, den du tust, einfach um deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Mhm. Das ist ja eine berechtigte Motivation. Oder bist du in diesem Job, um einen Unterschied zu machen? Bist du in diesem Job, um zu wachsen? Und gerade Hindernisse am Job sind ein Indiz, dass du wachsen wirst oder dass Gott dir diesen Stolperstein vor die Füße gelegt hat, dass du ihn zu einem Tritt machst, wo du wachsen kannst. Bist du an diesem Job, um die beste Version von dir selbst zu werden? Ja. Und das tönt jetzt so ein bisschen arrogant, aber was damit gemeint ist, dass du dich so entwickeln kannst, wie Gott dich gemeint hat, um
ein Segen für andere zu sein. Lass uns für das einfach jetzt beten und dann nach dem Gebet möchte ich euch ein paar Gedanken mitgeben, die mir gerade während du das gelesen hast, kamen ein paar Dinge im Kopf, die ich dann gerne noch sharen möchte auf Englisch, teilen möchte. Ja, und himmlischer Vater, hier sind wir. Und wenn ich über meinen Job reflektiere, dann gehen mir verschiedene Dinge durch den Kopf. Und ich bitte dich, dass ich einen Schritt wachsen kann in meinem Job. Dass ich von einfach, ich bin da, weil ich halt muss, weil ich irgendwie muss ich ja mein Geld verdienen, dass ich wachsen kann zu einer Sicht. Und ich bitte dich um die Sicht, dass ich sehe, dass ich hier an meinem Job einen Unterschied mache in der Weise, wie ich am Morgen hineinkomme für mein Umfeld, für die Kundschaft, für mit wem auch immer ich zusammen bin und wen auch immer ich treffe. Und ich bitte dich, dass du mir zeigst, wie ich in den Herausforderungen, die ich gerade im Job erlebe, wachsen kann. Ja. Zeig mir wie. Ich brauche deine Weisheit und du sagst, du verwehst niemand die Weisheit, der dich darum bittet. Ja. Und ich danke dir, dass du meinen Job so siehst, dass es die beste Version von mir herausbringt, dass es mich dir immer ähnlicher macht, damit ich ein Segen für mein Umfeld sein kann. Zeig mir deine Sicht über mich und meinen Job. Vielleicht also gesehen, während Susanne gebetet habe ich da was reingetippt und das ist eben genau Gebet. Das ist mir mega, mega wichtig, weil Gebet ist etwas, du betest und es kommen dir Dinge in den Sinn und du musst es aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Würde ich jetzt das nicht aufschreiben, was mich jetzt so berührt, ich kann das sagen, in einer Stunde habe ich es vergessen oder ich denke, da war doch etwas mal und man versucht es zusammenzukratzen. Darum auch, zum Beispiel beim Pastorengebet, fast immer nehme ich mein Smartphone nach draußen, weil ich habe kein Papier, sondern ich schreibe rein. Und Leute haben gesagt, betest du dann nicht? Sag doch, ich bete, aber ich habe Inspiration, wenn ich bete. Und das ist ja Gebet, ist ja nicht einfach, mach meine Augen zu und ich konzentriere mich, sondern wenn du plötzlich, da kommen Impulse, da schreib es auf. Das ist ein Dialog. Das ist ein Dialog. Ist ein Dialog. Da sind wir manchmal mega auch ein bisschen verkrampft. Also was kam mir voll in den Sinn? Und zwar folgendes. Susanne gesprochen, das habe ich jetzt nicht geplant, aber etwas, was ich immer dir sagen möchte, du hast eine gewisse Möglichkeit in deinem Job, ein gewisses Spielraum in deinem Job. Und es ist wichtig, dass du da, wo du Einfluss nehmen kannst, Dinge änderst, Innovation reinbringst. Zum Beispiel, als ich dann das ICF Zürich übernehmen konnte, ist dann interessant, dass dann Leute sagen, ja, aber so muss man das machen, so machen das alle Kirchen, so, das erwartet man von den Pastoren. Also merkst du, die Erwartung der Leute, die Erfahrung, die du hast, aber auch das, was du gut findest. Und ich habe alles geändert, zum Beispiel unsere Treffen, die wir haben, gehen maximal 40 Minuten, nicht länger. Also unsere Meetings gehen 40 Minuten, weil ich gesagt habe, wenn wir in 40 Minuten nicht entschieden haben, ist auch in 1,5 Stunden nicht. Weil ich finde immer, wir müssen Zeit haben für die Menschen. Zum Beispiel, ich habe die Meetingkultur geändert. Wieso habe ich die geändert? Das habe ich gelernt von der UBS Bank. Ich habe gelesen, wie der neue Chef, wo ein Christ gewesen war, hat eine neue Sitzungskultur reingebracht. Stehmeetings, kurze Meetings. Er hat gesagt, er hat sogar den Anzug weggenommen. Er kam mit Sneakers, mit Turnschuhen, mit Jeans und einem offenen Hemd. Dann haben wir gesagt, aber nein, in der Bankwelt müssen alle Krawatten, alle Dinge, man macht das so. Er hat das geändert. Irgendjemand ändert das einmal. Und das ist auch bei uns so. Ich habe keine Krawatte am Sonntag an, weil ich habe es nicht gerne. Und natürlich, wenn ich es jetzt gerne hätte, hätten wir das auch wieder an. Ich bin so angezogen im Durchschnitt, wie die meisten Leute in Zürich angezogen sind. Nicht zu extrem, nicht zu Ding, so immer ein bisschen so in der Mitte. Ich habe viele Dinge geändert. Und zum Beispiel, wenn ich eine Pizzeria eröffnen würde und ich hätte keine Ahnung von Pizza, was ich nicht verstehe, ist, wie man eine schlechte Pizza machen kann und viele haben keine guten Pizzen. Und ich denke mir, dann geh doch zu dem Ort, wo die besten Pizzen machen. Nimm die, stell die Frage, wo hast du die Soße, wie machst du den Teig? Und dann kopierst du es. Wir waren in Rio de Janeiro und dann haben Leute Mais verkauft mit so einem Wagen. Und da kam einer, der Wagen hat einen Sonnenschirm, hat ein T-Shirt mit dem Mais drauf und vorne das gleiche, also die gleichen Farben.
Leute haben ein Mais nach dem anderen gekauft und ich habe es beobachtet und die anderen sind durchgelaufen mit dem rostigen Wagen, hatten kein T-Shirt an. Warum hast du beim anderen gekauft und beim anderen nicht? Ich habe gedacht, die schleppen den ganzen Tag den Wagen durch, aber niemand bleibt stehen und schaut diesen einen Wagen an und sagt, was macht dir besser? Ist der gleiche Mais, der gleiche Mais. Und das geht mir nicht in den Kopf hinein, dass man nicht von den Besten lernen kann und das dann integriert in deine Arbeit. Nur weil man es immer so gemacht hat, wird es immer so bleiben. Und du hast einen gewissen Spielraum, vielleicht ist er kleiner oder größer. Und sag bitte nicht, man erwartet das halt, so macht man das halt. Dieser Satz, der löst bei mir alles aus, man muss gar nichts. Du kannst alles anders machen, weil wenn es funktioniert für die Leute, und das möchte ich dir sagen, Freude kommt auch dann, wenn man eben sagt, ich habe eine gewisse Innovationsmöglichkeit. Wie, niemand hat die Mauer gebaut. Nehemia war kein Mauerbauer. Der hat es gesehen. Dann hat man vermutlich gesagt, wer von euch hat eine Ahnung? Und dann hat man die geholt. Verstehst du? Das möchte ich euch reingeben. Lernt von den Besten und nehmt das und sagt nicht, es ist halt schon, war schon immer so gewesen. Da kommt Uber, das größte Taxiunternehmen der Welt, ohne ein Taxi. Und hat alles in den Schatten gestellt. Es gibt, wenn immer jemand, der kommt, und dann stellt er uns in den Schatten. Das nächste ist Freude im Feierabend. Ja, das gehört auch zur Arbeit. Also wie gesagt, die Punkte haben wir hier aus diesem Buch entnommen. Das erste ist Freude an der Aktivität, das zweite ist Freude am Job und das dritte ist Freude am Feierabend. Und es ist Ungefähr Seite 180, du siehst auch diese Grafik. Dieses Buch kann man immer wieder nehmen, ich nehme das jedes Jahr wieder nach vorne. Wenn es noch nicht hast, kauf das für deine Small Group. Niemand denkt daran, wenn du etwas kaufst, ist der Erlös geht in das ICF Zürich, ist immer auch eine Spende. Jedes Buch, das du kaufst, ist eine Spende an ICF Zürich. Darum kaufe ich gerne Bücher von ICF, ist eine Spende. ja, und Das war Werbung. Freude am Feierabend bedeutet, dass es wichtig ist für unsere Seele, dass man immer mal wieder einen Punkt macht und sich darüber freut, dass wir ein Ziel erreicht haben. Weil es kann gut sein, dass du sagst, ey, ja, ich bin noch nicht fertig mit meiner To-Do und das geht noch weiter und das geht noch weiter. Aber es ist wichtig, dass wir immer mal wieder den Kreis schließen und uns freuen an dem, was wir erreicht haben. Sei es, dass du eine schwierige Woche überstanden hast, dann feiere das. Sei es, dass einfach der Tag zu Ende ist, dann feiere das. Das heißt Feierabend. Und in Nehemia 8, Vers 10 steht Folgendes, das ist dein Lieblingsvers. Und nun geht nach Hause, esst und trinkt, bereitet euch ein Festmahl zu und feiert. Gebt euch denen etwas, die sich ein solches Mahl nicht leisten könnt. Dieser Tag gehört unserem Gott, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Und man nimmt ja immer diesen einen Teil raus, also ich spreche jetzt von mir, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Und man liest den ganzen Kontext nicht. Er hat gesagt, geht nach Hause, isst und trinkt und schaut, was ihr erreicht habt. Das kann auch sein, dass du ein schlechtes, nicht ein optimales Jahr hattest, sorry. Und ich habe auch schon im neuen Jahr angestoßen und gesagt, Gott sei Dank ist das Jahr vorbei. Na dann feiere das. Ja, dieses Jahr habe ich das nicht gesagt, da war ich dankbar, aber ich vergesse es nicht mehr, vor 2, 3 Jahren war nicht ein gutes Jahr. Also Gott ist immer gut, aber es hat sich nicht gut angefühlt, möchte ich so sagen. Ich war so dankbar, dass das Jahr hinter mir ist. Gibt es auch, es gibt Wochen, wo du so dankbar bist, dass es vorbei ist. Es ist völlig normal. Ich kann jetzt nicht sagen, jeder Tag ist es der beste Tag, aber meine Einstellung ist so, dass ich keinen Moment an mir vorbeiziehen will mit Jammern, mit Undankbarkeit, und ich sage dir nur warum, weil ich bin es mir wert und ich bin nicht bereit, mit einer schlechten Einstellung generell in die Arbeit reinzugehen. Man kann sich auch Mühe geben. Was meine ich mit Mühe geben? Sich einfach gehen zu lassen, hat man auch entschieden. Aber sich Mühe zu geben, hat man auch entschieden. Es hat beides einen Preis. Sich gehen zu lassen ist am Anfang mega einfach. Du brauchst keinen Aufwand und alles kommt raus, wie du bist. Das Resultat ist eine Katastrophe. Sie zu sagen, halt, stopp, ich entscheide mich heute dennoch zu sagen, die Freude ist meine Stärke, ist ein Aufwand und dann hinten raus ist das Resultat dann positiv. Beides,
Das eine ist einfach am Anfang, das Resultat eine Katastrophe, das eine am Anfang schwierig, muss eine Entscheidung treffen, das Resultat dann extrem gut. Und mein Also, Gebet heute für diesen Punkt ist, dass du die Kraft hast, ja, den Pausenknopf zu drücken. Und den Pausenknopf drückt man nicht, weil etwas fertig ist, sondern weil du Pause machst. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, den Feierabend zu feiern, dass du uns hilfst, diese Zeit zu nehmen, dass wir wieder neu gefüllt werden können mit deiner Kraft, mit neuen Ideen, dass wir unsere Sinne wieder schärfen in dieser Pausenzeit, damit wir am nächsten Tag oder beim nächsten Abschnitt wieder mit neuer Kraft rangehen können. ja, Fülle uns, Heiliger ja, Geist, ja. mit der Energie auf den Pausenknopf zu Ja. drücken. Und während du Amen. auch den Pausenknopf drückst, bete ich, dass du einfach mal all das anschaust. Das ist ja auch so, man feiert ja etwas, weil man was erlebt hat, weil man was erreicht hat. In dem Sinne. Und wenn man etwas nicht erreicht hat, dann hält man das Gott hin und sagt, ich weiß, Gott macht einen neuen Tag, eine neue Woche. Und ich bete jetzt mit dir zusammen, dass ich Gott Danke sage für dein Gehalt. Du hast ein Gehalt. Wer Steuern bezahlt und alle jammern, dass man viel Steuern bezahlt. Und wer viel Steuern bezahlt, der hat auch ein großes Gehalt. Der verdient viel. Und es ist oft immer, vergessen wir wieder, dass Gott uns ja nährt mit diesem, ich sage jetzt mal, Mannabrot, mit einem Job, den ich habe, mit Möglichkeiten, die ich habe. Ich habe gestern einem Mann gesagt, du kamst in die Schweiz mit deiner Frau und ihr wart alleine. Und 3 Jahre später habt ihr 2 Kinder plus ein Hund. Also das hat sich so vergrößert und wenn man eben mittendrin ist, sieht man nur Windeln. Oder man sieht nur die Zähne wachsen und was auch immer, verstehst du? Schlaflose Nächte. Aber von außen betrachtet habe ich zu ihm gesagt, what, wie bist du ein gesegneter Mann? Und ich habe das von Herzen gemeint. Es ist gewaltig und du hast so viel von Segen in dir, den wir oft nicht sehen, nicht spüren und man braucht diesen Halt. Und lass uns jetzt Gott Danke sagen. Sag ihm Danke. Danke für das, was Gott dir anvertraut hat. Und nicht danke, weil deine Kinder und alles ist so rausgekommen, wie man es gedacht hat. Es wird nie so sein. Man hat immer eine höhere Vorstellung als die Realität. Sag ihm Danke. Lass uns einen Dankesmoment nehmen. Feierabend, man feiert. Feiert heißt, man sagt Danke. Man schaut zurück. Die Güte, Treue, seine Gunst, seine Gnade, sein Erbarmen, sein Hinzufügen. Die Mauer war zerstört. Trotz den Hindernissen haben sie nicht aufgegeben. Die Mauer ist entstanden. Ein Schutz kam rein. Und wenn dann die Mauer da steht, hat man es dann nach einem Monat vergessen, dass man Leben gab ohne Mauer. Geht mega schnell, leider. Das ist einfach so. Man vergisst schnell. Darum sage ich ihm Danke. Lass uns so ein Dankes. Die Bibel sagt, Loben zieht nach oben. Also, das sagt nicht die Bibel. Ich wollte was anderes sagen, sondern die Bibel sagt, wenn wir Gott Danke sagen, geht so ein Wohlgeschmack, das sagt die Bibel, entsteigt zu Gott empor. Ein Wohlgeschmack, das heißt, die Atmosphäre im Himmel ändert sich, aber es ändert sich auch in dir. Und dann gibt es diesen Satz, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken in dem Sinne. Also lass uns so die letzte Minute, die wir noch haben heute zusammen, einfach Danke sagen. Mach diese Wolke. Und wenn dir nichts in den Sinn kommt, dann sag Danke für mein Leben. Und wenn du auch mit deinem Leben nicht zufrieden bist, dann sag ihm Danke, dass er die Erde wunderbar gemacht hat und dass er die Erde auch wieder wunderbar wiederherstellen wird. Also wenn man Leute sagen Klima und es wird wärmer und kälter und was auch immer, ja, das stimmt alles. Kannst du dein Leben anschauen, vielleicht ist es aus den Fugen geraten, aber Gott sagt wortwörtlich, ich werde es wiederherstellen. Wir haben einen wiederherstellenden Gott, wie schlimm es auch immer ist. Und mit dem meine ich nicht, spielt keine Rolle. Mach mit der Erde, was du willst, mach mit dem Leben, was du willst, hat immer Konsequenzen. Aber es ist nie das Ende. Wenn Leute sagen, es ist das Ende der Welt, dann hast du die Bibel nicht gelesen. Es ist nie das Ende. Gott stellt Dinge wieder her. Ich segne dich jetzt für diesen heutigen Tag, für die Arbeit, die Gott dir anvertraut hat, für dein Studium, wenn du vielleicht arbeitslos bist, was auch immer dein Zustand ist, dein Status ist. Ich segne dich im Namen des Vaters, im Namen von diesem Sohn von Jesus Christus und auch in der Kraft des Heiligen Geistes. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke.
Wir sagen Amen. Amen. Bis morgen, starken Tag. God bless you. Bye bye. Tschüss. Bye bye. Ciao.